Wer von euch mag so richtig gutes Essen? Also ich meine jetzt nicht so ein bisschen etwas, sondern so eine richtige Ladung, so ein Stück Fleisch oder ein Veggie-Fleisch, das dort liegt. Und ein gutes Glas Wein, so einen richtig edlen Rotwein und in Gemeinschaft. Was gibt es Besseres als so ein Essen? Das ist für mich in den letzten Jahren immer mehr zum Highlight geworden. Während dieser Corona-Zeit habe ich gedacht, komm, ich muss einfach kochen. Und habe so ein paar Kurse gemacht und das ist für mich etwas geworden zu einer Leidenschaft. Ich tue gerne neue Sachen ausprobieren, kochen und das gerne teilen mit Leuten und Freunden. Und der Dani Lipp, den kennt ihr ja auch, und wir haben uns da irgendwie gefunden. Wir reden oft über das Essen, oft wenn wir vom Büro zum Döner laufen und irgendwie Hunger haben, reden wir über das Filet und über das Fleisch, ob man direkt anbraten oder nicht. Und der Ralf schaut uns manchmal an und sagt, was labert ihr da? Und es ist lustig, weil meine Frau und ihre Freundinnen, die schicken sich gegenseitig Fotos und Videos von ihren Kindern und sagen, schau mal da, was meine Kinder machen und so. Und das ist jetzt kein Witz, der Dani und ich schicken uns Videos von Fleischstücken auf dem Grill und Fotos und Selfies, was wir gerade machen und so weiter. Vor 2 Wochen, haben wir gestartet mit der neuen Predigtreihe Kingdom Come. Und es geht darum, dass wir uns beschäftigen damit, was ist Reich Gottes? Wie fühlt sich das an? Was sind Facetten vom Reich Gottes? Wie werde ich Teil davon? Was sind meine Aufgaben? Wie ist Kultur in diesem Reich von Gott aufgestellt und so weiter? Und das Interessante ist, dass in der Bibel das Reich von Gott oft mit einem Festessen verglichen wird. Zum Beispiel im Jesaja-Buch 25, Vers 6 wird beschrieben, was passiert, wenn Gott sein Reich einläutet. Und dann steht Folgendes: Auf diesem Berg aber wird der Herr der Herrscharen allen Völkern ein fettes Mahl zubereiten. Ein Mahl mit alten Weinen, mit fettem Mark. Und jetzt muss es nochmal wiederholen, mit alten, geläuterten Weinen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn das so beschrieben wird, wie Gott ein Festessen macht mit fettem Mark und wie. Ich denke, da möchte ich dabei sein. Das tönt interessant, das tönt nach einer Party, da bin ich am Start. Und Jesus greift das Bild auf in Matthäus 8, Vers 11 und er sagt, und redet über das Reich Gottes, wenn es denn ganz da ist. Und er sagt, viele werden kommen aus Ost und West und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Gott ladet alle Menschen ein, egal woher sie kommen, an diesen Tisch und feiert mit ihnen ein Fest. Jetzt gibt es einen Mann, der heißt Paulus, der widerspricht mir jetzt, was ich gerade gesagt habe. Aber wir müssen es kurz anschauen. Er hat gesagt, in Römer 14, Vers 17, wo er über das Reich Gottes redet, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Schade, war schön gewesen, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und einfach, um das zu präzisieren, was ich meine. Das Reich von Gott ist nicht Essen. Das ist nicht das Reich von Gott. Das Reich von Gott ist nicht das Stück Filet hinter mir auf dem Bild oder das Stück Brot oder das Glas Wein. Das ist nicht das Reich von Gott per se. Aber das Reich Gottes ereignet sich oft beim Essen. Wenn Menschen zusammenkommen und essen, ereignen sich die Sachen, die der Paulus davor schreibt: Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist kein Zufall, dass im Neuen Testament so oft davon beschrieben wird, wie Jesus mit seinen Leuten während dem Essen interagiert. Der verlorene Sohn kommt zurück und wie wird das gefeiert? Sie schlachten das Kalb. Sorry für alle Vegetarier. Und sie haben eine Party. Sie haben ein grosses Fest. Wo der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet, ist es oft, denn wenn sie am Essen sind und Gemeinschaft haben, dann kommt er und zeigt sich. Wo er über den neuen Bund redet und will beschreiben, was am Kreuz passiert und was er von uns am Kreuz macht, erklärt er seinen Jüngern das bei einem Essen, beim Obenmahl. Wo er den Wein
ausschüttet und das Brot bricht. Und er sagt, das ist das, was passiert. Ich finde das interessant. Es ist während dem Akt vom Essen, wo etwas klar wird. Nächsten Sonntag feiern wir 10 Jahre ICF Basel-Land. Und glaubt mir, wir haben, was Essen angeht, alles organisiert. Es gibt einen Dartclub auf dem Areal und die tun für uns das schmeißen. Die haben gesagt, sie einen Spanferkel machen und Zeug und Sachen und ans Trinken und alles so weiter. Und das wird gewaltig. Und wenn alles schief geht, ist noch der McDonald's nebendran. Also irgendwie kommt es gut. Aber wir feiern zusammen, wir trinken zusammen, wir essen zusammen. Und wir schauen zurück auf das, was Gott gemacht hat und schauen vor auf das, was er noch machen wird. Und die Gemeinschaften, die er gestiftet hat mit sich und untereinander. Und das Thema von heute ist mir auf dem Herzen, weil das ist etwas, was entstanden ist, als ich die Predigt, die habe ich letzten Sonntag im ICF Basel-Land gehalten. Und ich habe gedacht, ich muss mal über das schwätzen. Und vielleicht bist du jetzt da und du denkst, ICF Basel-Land interessiert mich nicht. Ist schon okay, du bist einfach, genau, ich rede nicht mehr zu dir. Nein, aber ich möchte über das Thema Versöhnung reden heute. Ich möchte über das Thema Versöhnung und Friedensstiften reden. Weil wir haben 2 Jahre Corona-Pandemie hinter uns, sage jetzt mal in Anführungszeichen. Ich hoffe, es kommt nicht mehr. Und das war ja etwas, das uns nicht nur physisch distanziert hat, oder man hat nicht mehr zusammen essen oder man hat Abstand gehalten. Aber es ist auch etwas, was vielleicht emotional eine Spaltung reingebracht hat oder sogar geistlich gesehen. Und vielleicht hast du das selber erlebt in deiner Familie oder auf deiner Arbeit oder verschiedene Ansichten über Zeug und Sachen. Oder? Und dann ist so eine Trennung entstanden. Und ich habe mir das gesagt, bevor wir 10 Jahre ICF Basel-Land feiern und die nächsten 10 Jahre in Angriff nehmen, möchte ich das mal thematisieren. Jetzt bist du vielleicht nicht Teil vom ICF Basel-Land, aber du hast vielleicht Konflikte hinter dir in deinem Leben, die auch durch das entstanden sind. Ich möchte dir einfach sagen, nur weil wir nicht mehr über das schwätzen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit die Massnahmen nicht mehr da sind, redet dann niemand mehr darüber. Zum Glück, oder? Und ich will, keine Angst, ich möchte heute nicht über Corona reden, wir machen gerade das Thema weiter. Aber ich möchte dir einfach sagen, Zeit heilt in diesem Fall keine Wunden. Nur weil wir das Zeug nicht mehr thematisieren, heisst das nicht, dass es nicht mehr unterschwellig da ist. Es muss nur das Nächste kommen und die Konflikte kommen wieder auf, oder? Und vielleicht bist du da und du sagst, ich brauche keine Versöhnung wegen Corona, das ist mir easy. Dann ist die Predigt trotzdem für dich, weil ich möchte heute über Versöhnung im Allgemeinen reden. Und wir alle kennen das, dass wir Konflikte haben und Sachen, die zwischen zwei Menschen, zwischenmenschliche Trennungen stattfinden. Versöhnung ist im Reich von Gott. Wir reden über die Kultur vom Reich von Gott in dieser Serie. Versöhnung ist etwas, das absolut zentral ist bei Gott. Ich möchte dich etwas fragen. Hast du schon mal mit einer Person am gleichen Tisch gegessen, wo du verstritten warst? Hast du schon mal an einem Tisch gesessen und gegenüber dir ist jemand gesehen und du bist nicht im Reinen gewesen, ist etwas zwischen euch gewesen? Ich sage dir, das beste Steak auf deinem Teller, der beste Wein vor dir eingeschüttet, werden ungenießbar, wenn es nicht stimmt mit der Person, die dir gegenüber vom Tisch sitzt. Die beste Party mit dem besten Spanferkel und der besten Musik werden ungenießbar, wenn du dort hingehst und verstritten bist mit den Leuten, die dort sind. Und Gott ladet uns an seinen Tisch ein, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich möchte euch vorlesen, was der Paulus das beschreibt, was Jesus für uns gemacht hat, dass wir versöhnt sind mit Gott. Wir müssen mal das reinziehen, was der Paulus schreibt. 2. Korinther 5, 19 bis 21. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen.
Wir bitten anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er sagt, wieso das möglich ist. Er sagt, Jesus, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das klingt jetzt alles mega kompliziert und so. Das ist auch kompliziert, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Der Paulus sagt, Gott hat die Welt mit sich selber versöhnt durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und wie hat er das gemacht? Indem er unsere Verfehlungen nicht angerechnet hat. Es ist wie, als würde Gott in der Beziehung zu den Menschen auf den Zeigefinger verzichten und sagen, ich weise nicht mehr auf die Schuld der Menschen. Es geht mir nicht mehr darum, was sie alles falsch gemacht haben und was die Trennung verursacht hat. Ich nehme den Zeigefinger weg und mache meine Türen auf. Und der Paulus sagt, die Tür ist offen. Jeder Mensch hat Zugang zu Gott durch das, was Jesus für uns gemacht hat. Er geht sogar so weit und sagt, Sünde worden am Kreuz, damit wir seine Gerechtigkeit werden. Es gibt einen Tausch, damit wir Zugang haben zu Gott und Gott rechnet unsere Verfehlungen nicht an. Und der Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt kommt der springende Punkt. Das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, ist nicht nur dazu da, dass du und ich versöhnt werden mit Gott, sondern dass wir uns untereinander versöhnen. Ich weiß nicht, ob du dir das einmal überlegt hast, aber das ist mir plötzlich so aufgegangen in der Vorbereitung. Gott hat nur einen Tisch, wo er uns alle dazu einladet. Das heisst nie, er macht jedem einen persönlichen Tisch, oder? Dass du dann kannst dein Mahl genießen mit Gott und dein Wein trinken. Nein. Es gibt einen Tisch. Und meine Frage an dich ist, hast du Bock, an diesem Tisch zu sitzen, wenn du mit jemandem verstritten bist und nicht versöhnt bist? Und du denkst jetzt vielleicht, ja gut, der Tisch ist ja lang, oder? Dann hocke ich dann dort und 50 Meter weiter stört es mich dann auch nicht, wenn wir am gleichen Tisch sind. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee von Gott. Es gibt eine Stelle, wo Jesus das ziemlich deutlich auf den Punkt bringt, wie wichtig ihm das ist, dass wir untereinander versöhnt sind. In Matthäus 5, 23, 24 heißt es, sagt Jesus selber, wenn du nun eine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, das ist nicht einmal, wenn ich etwas gegen meinen Bruder habe, sondern wenn ich merke, dass er etwas gegen mich hat, so radikal ist Jesus dort, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Offensichtlich ist Jesus so wichtig, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen im Reinen sind. Und er sagt, priorisiere das sogar, bevor du Beziehung zu mir pflegst. Das ist eine ziemlich radikale Aussage von Jesus, um uns zu sagen, wie wichtig ihm das ist. Ich möchte euch einen weiteren faszinierenden Ausschnitt vom Epheserbrief vorlesen. Und das beschäftigt uns dann für den Rest der Predigt. Und es ist wieder von Paulus. Und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, was er schreibt. Aber ich liebe ihn, ich liebe den Paulus. Der Typ fasziniert mich, was er alles in ein paar Sätze reinpackt. Also bleibt bei mir, wir lesen das jetzt zusammen durch. Er schreibt jetzt in dem Text, dass das, was Jesus für uns gemacht hat, nicht nur dazu beiträgt, dass wir mit Gott versöhnt werden, sondern er sagt, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, auch eine Auswirkung soll haben, wie wir untereinander leben. Und in diesem Kontext geht es um Juden und Heiden, die durchs Kreuz zusammenfinden und versöhnt werden miteinander. Um das geht es. Epheser 2, 13 bis 16. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst weit weg wart, ganz nahe durch das Blut Christi. Also, durch das, was Jesus gemacht hat, kann jeder von uns an den Tisch kommen. Jetzt. Denn Jesus ist unser Friede. Merkt ihr den Satz? Jesus ist unser Friede. Er hat aus den beiden, Jude und Heide, eins gemacht und die Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen durch sein Leben und Sterben. Das Gesetz mit seinen Geboten und Bestimmungen hat er aufgehoben, um die beiden,
Jude und Heide, die zwei Verstrittenen, in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen zu erschaffen, Frieden zu stiften und die beiden durch das Kreuz in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Und jetzt haut er nochmal einen drauf und sagt, Gott hat die Feindschaft zerstört durch seine eigene Person. Oder? Gott hat durch das, was er am Kreuz durch Jesus gemacht hat, die Feindschaft, die Wand von der Trennung zwischen Juden und Heiden zerstört, schreibt der Paulus, dass beide zusammenkommen. Und wie hat er das gemacht? Jetzt kommt der springende Punkt. Wie hat er das gemacht? Er hat es gemacht, indem er das Gesetz aufgehoben hat. Durchs Leben und den Tod von Jesus hat er redet von dieser trennenden Wand von der Feindschaft, hat er die beseitigt. Und er sagt, Jesus ist unser Friede. Jesus ist der, der aus zwei Verstrittenen wieder eins machen kann. Jesus ist der, der die trennende Wand von der Feindschaft zwischen Menschen auf die Seite nehmen und eine Einheit stiften. Und die Trennung von der Feindschaft, sagt der Paulus, besteht wegen dem Gesetz. Und auf der einen Seite macht das komplett Sinn, oder? Im Gesetz von den Juden ist natürlich gestanden, es steht immer noch, dass man sich beschneiden, dass man den Sabbat halten und dass man nur die und die Sachen essen darf. Das andere ist nicht koscher, oder? Und logisch, zusammen essen, Juden und Heiden zusammen essen geht nicht, oder? Die Juden haben sich abgesondert wegen dem Gesetz von Gott und Heiden haben sich, nicht Juden, haben sich abgesondert von den Juden, oder? Und so ist eine Trennung entstanden. Und du denkst, das hat das mit mir zu tun? Beschneidung, Essensregeln und Sabbat, das interessiert mich nicht. Heute ist eher Veggie oder nicht Veggie, aber um das geht es nicht. Ich sage dir, eine andere Rolle vom Gesetz ist folgende. Das Gesetz hat noch eine andere Rolle. Das Gesetz hat die Aufgabe, Schuld aufzuweisen, anzuklagen. Und jetzt wird natürlich der Text von Paulus enorm relevant für unsere zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Das Gesetz klagt an, das Gesetz zeigt den Finger und zeigt die Schuld auf und so entsteht eine Trennung. Und wir alle kennen das. Wir alle haben das schon mal erlebt, oder? Oder? Jetzt sage ich dir, du bist ein Pflock, oder? Und dann sage ich das, oder? So, und dann sagst du mir, ja, du bist auch ein Pflock, oder? Und dann fangen wir uns an zu beschuldigen, oder? Und mit den eins ums andere Anschuldigungen erwähnen und sagen, hey, du hast mir das und das damals gesagt oder du hast dich nicht gemeldet bei mir und dann sagst du mir, ja, aber du bist unhöflich gewesen, hast mich beleidigt oder du hast meine Gefühle verletzt und dann entsteht so ein Wandel, oder, zwischen uns, so eine Zwischenwand, die uns anfängt zu trennen, oder? Und irgendwann haben wir so ein Gartenhäkchen, oder? Und dann sagst du mir, ja nein, aber hey, wegen dem und dem und so, oder? Und wir kennen das und dann plötzlich entsteht so ein Wandel zwischen uns, etwas, das uns irgendwie voneinander fernhaltet, weil wir uns gegenseitig Sachen vorwerfen, oder? Und vielleicht stimmt das ja auch, oder? Vielleicht haben wir ja Sachen gemacht, wo wir Schuld auf uns geladen haben, oder? Und irgendwie, wir sagen es dann zwar nicht, manchmal, also in Extremfällen sagen wir, mit dir will ich nie mehr etwas zu tun haben und wir sprechen die Wand aus. Aber manchmal ist es auch so, dass sich so eine Wand einschleicht in unser Leben. Und einschleicht zwischenmenschlich, oder? Und es fühlt sich auch noch gut an. Mit der Zeit wächst dann Zeug da drüber und dann sieht es auch noch schön aus, oder? Mehr oder weniger. Einen schönen Gartenhagen errichtet. Und das gehört dann zu uns. Und dann sagen wir Sachen wie, also wenn der sich nicht entschuldigt, wenn der nicht den ersten Schritt macht und seinen Pfosten rauszieht, dann ziehe ich meinen sicher auch nicht raus, oder? Wenn der nicht all seine Schuld bekennt, auf den Knie ankommt, zu robben und sich für alles aufzählt, was er falsch macht, dann vielleicht können wir über Versöhnung schwätzen, oder? Aber vorher nicht, vorher habe ich da fest, oder? Dann gehört das zu, das Wändchen, und am gleichen Tisch sitzen und zusammen essen, geht gar nicht, oder?
Und es ist so ein Wandel entstanden zwischen Menschen. Und jetzt kommt jetzt kommt der Paulus und sagt, Jesus ist unser Friede. Es sind nicht die Massnahmen, die nicht mehr da sind, unser Friede. Ja, immer, oder? Das ist nicht unser Friede. Das sind nicht externe Sachen, unser Friede. Muss nur etwas passieren und dann kommt das Zeug wieder führen, das Wendel. Nur weil wir nicht darüber reden, heisst nicht, es ist nicht da. Jesus ist unser Friede und Jesus ist die Grundlage für zwischenmenschliche Versöhnung. Er ist der, der aus zwei wieder eins machen kann und an den gleichen Tisch bringen kann. Und wie macht er das? Indem er das Gesetz aufhebt. Und jetzt, was heisst das? Wie soll das gehen? Und die Logik von Paulus, seinem Argument verstand ich folgendermaßen. Der Paulus sagt, Gott hat alles am Kreuz gemacht. Er hat auf die Anklage verzichtet. Er hat die Pflöcke rausgenommen, das, was uns getrennt hat. Er hat die Anschuldigungen rausgenommen, eins nach dem anderen, oder? Und hat die Wand zwischen ihm und Menschen abgebaut. Er hat das Gesetz weggenommen, den Zeigefinger. Und jetzt ist es wie noch nicht erledigt. Vielleicht sagst du jetzt so, ja, aber Jesus hat Gott hat die Wände weggenommen, aber das löst ja meine zwischenmenschlichen Konflikte noch nicht, oder? Also nur weil ich jetzt höre, was er am Kreuz für mich gemacht hat, ist ja mein Wändchen, das ich zu dieser Person habe, noch nicht weg. Und das stimmt. Da hast du recht. Aber ich sage dir etwas. Die Erkenntnis, dass du verstehst, was Gott für dich gemacht hat, gibt dir Grundlage und Kraft und Demut, dass du den ersten Schritt machst in Richtung Versöhnung. Versöhnung ist nicht einfach. Ich möchte das betonen. Versöhnung ist nicht einfach gemacht durch die Predigt und ich erzähle ein bisschen über etwas Kreuz. Für Versöhnung müssen das immer beide wollen. Du kannst alles richtig machen. Du kannst dich um Entschuldigung bitten, du kannst sagen, es tut dir leid und so. Du kannst einen Schritt auf die Person zu machen. Aber wenn die Person nicht will, die Beziehung wiederherstellen, kannst du sie nicht an den Tisch zehren und sagen, komm, jetzt trinken wir den Wein und jetzt tust du eine Nachkette am Tisch. Und dann, das ist ja nicht, so funktioniert es ja nicht. Aber schau, wenn du verstehst, dass du an diesem Tisch von Gott nur sitzen darf, weil er auf die Anklage verzichtet. Wenn du verstehst, dass du dort sein mit Gott nur aus Gnade, nur weil er sagt, ich verzichte auf die Anschuldigung, dann sollte das eine gewisse Demut unter uns auslösen. Wer bin ich, dass ich noch andere Menschen anschuldigen kann, wenn doch Gott verzichtet hat, mich anzuschuldigen? Verstehst du, was ich meine? Die Logik, Gott macht das Festessen und ladet alle Menschen ein an den Tisch und er hat gesagt, komm, jetzt nehmen wir unsere Sachen, ich nehme das weg, das Wändchen, und der Weg ist frei, oder? Und ladet alle Menschen ein, weil er uns nicht mehr anklagt. Jeder darf kommen und dann hocken Leute an diesem Tisch und wo dann wieder das Zeug reinhauen, oder? Und sagen, ja, der Sack hat mir das gesagt. Und Gott schaut das an und denkt, hey, was läuft mit euch? Ich habe das Trennwändchen entfernt, dass wir alle an einem Tisch hocken. Und der Paulus sagt, Jesus ist unser Friede. Was heißt das? Schau, das heißt Folgendes, glaube ich, dass in Jesus wir alle auf dem gleichen Level sind. Wenn wir zu Jesus kommen und ans Kreuz kommen, werden wir alle ebenwürdig und gleich positioniert. Wir sind alle dort, weil wir es nicht verdient haben. Wir sind alle dort, weil wir nicht mehr verurteilt werden. Und ich bin nicht mehr höher als jemand anderes. Und auch nicht tiefer. Wir sind alle in Jesus eins. Und können wegen dem an den Tisch sitzen. Nur, dass ihr mich richtig versteht heute. Ich sage nicht, Versöhnung ist einfach. Für Versöhnung braucht es immer zwei.
Und ich sage heute auch nicht, dass es darum geht, einfach nicht mehr Schuld beim Namen zu nennen. Oder? Das sage ich auch nicht. Einfach sagen, ja, dann verzichte ich halt auf das, dann blenden wir es einfach aus, was passiert ist. Und das ist nicht das, was ich meine, weil das ist ein falscher Frieden. Manchmal muss man das Zeug auf den Tisch bringen und dann nimmt man es zusammen raus. Oder? Das ist nicht mein Punkt heute, einfach über Schuld hinweg zu schauen. Mein Punkt ist lediglich folgender. Die Erkenntnis, dass Gott mir unverdient vergibt, gibt mir Kraft und Demut, den ersten Schritt zu machen in einem Konflikt. Das ist alles, was ich sage. Und ich rede heute nicht, ich möchte das auch nochmal betonen, ich rede heute nicht zu den Leuten, ich schwitze du wie ein Spanferkel auf dem Grill du da oben. Genau. Ich rede heute auch nicht zu den Leuten, wo wirklich Schuld angetan worden ist. Und du bist ein Opfer von einem Täter und es ist im Ungleichgewicht und du leidest unter dem, was die Person denkt. Ich rede nicht zu dir heute. Ich richte meine Predigt nicht heute an dich. Es gibt Leid, es gibt Schuld. Das ist ganz schlimm und das will ich nicht durch die Predigt einfach kleinreden und so. Und vielleicht wirst du dich nie versöhnen mit dieser Person, weil die Person keine Reue zeigt oder weil die Person gar nicht mehr lebt oder was auch immer. Und dir wünsche ich, dass du dieser Person kannst vergeben, oder? Vergebung und Versöhnung ist etwas anderes. Wenn du kannst vergeben, kannst du deine Verletzungen und das, was dir angetan wurde, ans Kreuz bringen. Das ist nicht etwas Zwischenmenschliches, sondern etwas, wo du deinen Ballast bei Gott kannst abwerfen, dass du wieder frei kannst sein. Das wünsche ich dir. Ich rede nicht zu dir heute. Ich rede aber zu allen anderen, die wissen, dass sie zumindest auch ein bisschen verantwortlich sind für das Trennwändchen. Zu allen, die ein bisschen denken, ja, ich habe nicht alles richtig gemacht. Vielleicht hat er angefangen, oder? Kann sein. Vielleicht war er auch der Auslöser gewesen, aber du hast dann das gesagt, oder? Und du bist da stolz gewesen. Und du bist da aus dem Weg gegangen. Und ich rede zu allen, die wissen, sie haben auch ein bisschen Mitverantwortung in den zwischenmenschlichen Konflikt. Und vielleicht sagst jetzt du heute, aber wenn bleibst du fest, oder, an deinem Bünzelhaken, oder? Und wenn er den Pfosten nicht zuerst wegnimmt, wenn er nicht der Erste, also wenn, ich mache schon mit, oder? Aber dann muss er kommen, weil er hat angefangen, oder? Und wenn er nicht mal irgendetwas mal rausnimmt, mich braucht es nicht. Das Häkchen finde ich eigentlich noch schön, mit dem muss ich nichts mehr zu tun haben. Das habe ich abgeschlossen damit, das gibt noch ein bisschen Sonnenschutz und so, oder? Und du sagst, ich kann nicht einen Schritt auf die Person zu machen, wenn sie nicht einen Schritt auf mich zu macht. Ich kann nicht vergeben, bevor die andere Person nicht sich entschuldigt. Das kann ich nicht und ich sage dir heute, doch, du kannst den ersten Schritt machen, weil Gott hat das für dich gemacht. Wir können alle den ersten Schritt machen. Ob wir angefangen haben oder nicht, ob wir die Hauptschuld tragen oder nicht, wir alle können den ersten Schritt machen. Der erste Schritt. Ich möchte heute ein Plädoyer machen für deinen ersten Schritt. Für deine Demut, die entsteht, wenn du aufs Kreuz schaust. Und vielleicht musst du heute Nachmittag dein Telefon nehmen und jemandem anrufen. Und du nimmst den ersten Pflock raus. Und ich weiss nicht, ob dann Versöhnung stattfindet, aber du machst den ersten Schritt. Vielleicht musst du heute dein Handy nehmen und jemandem eine Spruchnachricht machen. Vielleicht musst du einer Person sagen, es tut mir leid für das und das. Vielleicht musst du einen Brief schreiben, vielleicht zu einer Person, wo du seit Jahren hat sich etwas auf. Es geht mir nur darum, dass du den ersten Schritt machst. Dass wir demütig sind. Wir wissen, Jesus ist unser Friede.
Vielleicht ist deine Situation so verzwackt und so verknurrt und du weißt gar nicht, wo anfangen. Ich möchte dir gar keinen Druck machen heute. Gott wird dir Weisheit geben. Wir werden nachher das Obermahl zusammen feiern und uns erinnern für das, was Jesus für uns gemacht hat, oder? Und Versöhnung ist schwierig, aber Versöhnung ist auch ein Geschenk, das Gott schenken kann. Was es braucht von uns, ist Demut, Bereitschaft, den Schritt zu machen, den ersten Schritt zu machen. Das ist alles. Ich möchte noch eine Gruppe von Leuten ansprechen. Vielleicht bist du heute da und vielleicht sind die letzten 2 Jahre für dich auch etwas gewesen, wo du merkst, du musst dir eigentlich selber vergeben. Vielleicht sind Sachen in deinem Leben gekommen und verstärkt worden, wo du nicht stolz bist drauf. Vielleicht war es eine gewisse Lethargie gewesen, oder eine Gleichgültigkeit oder eine Überheblichkeit oder Stolz oder was auch immer in deinem Leben ist, wo du nicht besonders stolz drauf bist, oder hast vielleicht auch andere Sachen in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich habe Mühe mit mir. Oder? Wenn das du bist, möchte ich dich heute ermutigen. Wenn Gott verzichtet, dich an... Genau. Das war gut. Das tut Gewicht verleihen zu dem, was ich sage. Ich kann schon ein bisschen mehr, das ist gut. Ne? Weißt du, wenn du dich selber anklagst, genau. Jesus sagt, ich bin stark. Genau. Wenn du dich selber anklagst und dir nicht kannst vergeben, aber Gott das nicht mehr macht. Gott hat verzichtet darauf, dich anzuklagen. Wer bist du, dass du das noch selber machst? Wenn Gott dich nicht mehr anklagt, wenn Gott sagt, die Wand ist weg, wer bist du, dich selber zu beschuldigen? Dann musst du schon sau gut sein. Und sau gross, oder? Und mächtig und allwissend, dass du sagst, komm, ich tue das, was Gott gemacht hat, wieder beiseite legen. Nein, er spricht dir zu, du bist mein Kind. Natürlich gibt es Fehler, aber die Kindschaft die geht nicht weg, weil man Fehler macht, sondern das ist etwas, wo man reingeboren wird. Und ich möchte dir zusprechen, du hast die Gerechtigkeit von Jesus. Du bist ein Kind von Gott. Und er klagt dich nicht an. Dann mach es auch selber nicht mehr. Amen. Amen. Wir werden jetzt das Obermahl nochmal zusammen feiern und der Ralf wird den Teil übernehmen. Danke dir, Matthias. Ich finde es so entscheidend, wie er gesagt hat, gerade so eine Kultur vom ersten Schritt zu entwickeln, zu sagen, hey, ich mache einen ersten Schritt. Egal, was jetzt gerade noch bei mir ist, aber ich mache diesen Schritt. Ich habe vor kurzem einen Satz gelesen, der heißt, zu vergeben oder zu versöhnen bedeutet, einen Gefangenen freizulassen, nur um zu entdecken, dass der Gefangene man selbst ist. Und das ist der Zuspruch von Jesus, der uns heute macht und sagt, hey, wir sind freie Menschen, wir sind befreit worden, wir haben die Möglichkeit, erste Schritte zu machen. Wir werden nicht angeklagt und das ist eine große Chance für uns alle. Sagen, hey, ich mache so einen Schritt. Und lass mir noch einen Satz vielleicht... Ich möchte einen Satz dazu sagen zu den letzten 2 Jahren. Jetzt mehr als 2 Jahren, wo die ganzen Maßnahmen begonnen haben und für manchen von uns vielleicht bis jetzt online dabei und bis seitdem auch nie wieder zurückgekommen, manche bis hier. Für manche waren die 2 Jahre extrem schwierig. Wir haben wirklich gemerkt, man hat so Gartenhärkli aufgebaut. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aus Überzeugungen, aus Dickköpfigkeit, manchmal aus Unverständnis und so weiter und so fort. Die Menschen haben auch etliche Maßnahmen, auf die wir als Kirche getroffen haben, als so einen Zaun erlebt. Ich sagte, ich will wie ausgeschlossen. Das ist doch mühsam. Ja, das ist mühsam. Ja. Ist längst nicht alles gut gelaufen. Und wenn du so eine Person bist, hier vor Ort oder online dabei, hey, dann möchte ich dir eins zusagen heute. Wenn du dich ausgeschlossen gefühlt hast von diesem Tisch, wo Jesus alle dann einlädt, dann tut mir das leid.
Das ist schade. Wir versuchen alles daran, eine Kirche zu bleiben, die nicht nur offen ist für alle, sondern sagt, hey, ja, wir machen den ersten Schritt. Das ist eine Kingdom Culture, eine Kultur. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir letztlich, dass wir so eine Kultur entwickeln vom ersten Schritt. Wisst ihr, um Versöhnung und Vergebung, das löscht nicht einfach bittere Vergangenheiten und Erinnerungen aus. Eine geheilte Erinnerung ist nicht eine gelöschte Erinnerung, aber eine geheilte und auch eine vergebene Erinnerung ermöglicht uns eine neue Art, an das sich zu erinnern, was gewesen ist. Weil wir ersetzen so eine Erinnerung an so einen Haken, an all das, was gekommen ist, mit einer Hoffnung für eine Zukunft. Und das von dem Abendmahl zugesprochen wird, es ist alles getan von Jesus, alles. Du kannst nichts dazu beitragen. Und das ist die Hoffnung, die uns gibt für die Zukunft. Hey, das gilt über dem ganzen Leben bis zum Schluss. Das spricht Gott dir zu. Nichts wird dich scheiden davon. Und wir als Menschen müssen, glaube ich, immer wieder lernen, uns halt auch gegenseitig zuzusprechen. Es wird uns nichts scheiden voneinander. Und wir machen den ersten Schritt und bauen unsere Sachen wieder ab. Seid jetzt alle eingeladen zu so einem Abendmahl, es sind aufgebaut und ich möchte zu Beginn noch beten. Vater, danke, dass du den ersten Schritt gemacht hast und du selbst alles abgebaut hast, wie der Matthias gerade so erklärt hat. Und danke, dass dein Tisch groß ist und lang ist und dass alle Platz haben. Eines der tollsten Sachen ist, dass wir miteinander leben dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich für die Fähigkeit auch unter uns hier, dass wir sie immer wieder entwickeln, sogar Achterherk abzubauen, den ersten Schritt zu machen und dem anderen zuzusprechen, nichts wird uns scheiden, weil nichts uns scheiden wird von deiner Liebe, Jesus.